Na du? Alles klar, du? Ich bin Pater Jones. Gesundheit. Und du? Kann ich mal da kurz vorbei? Padre. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Mandalo giù! Eccoti qua! Almeno provi! Das war eine saudumme Idee. Vielleicht hätte ich nicht klauen sollen. Lass mich mal kurz da durch. Ich muss ganz schnell raus. Ich muss... Piangere! Geh doch mal. Alter, das wird nicht mal mehr. Das wird nicht mal mehr. Da wären wir. Der Dorfweg. Genau. Guten Tag, ihr Leute. Ich hoffe, dass das jetzt hier auch Antonio ist. Bin mir da ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Ich bleib da mal noch. Ich meine, der sieht mich. Das muss ja wohl Antonio sein, sonst wird er schon lange auf mich zugerannt kommen. Ja, ich gucke mich trotzdem mal noch ein bisschen um. Antonio? Bist du's? Das ist kein Na Antonio. gut, du hast es so gewollt. Komm her. Zack. Dem habe ich es gegeben, hä? Das war nicht Antonio, bin ich mir relativ sicher. Und insofern, guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Indiana Jones und der große Kreis. Soll man den... Kann man den überhaupt tragen? Wir tun ihn mal zumindest... Yes, das kann man her. Also ne, da runterschmeißen werde ich ihn nicht, aber daneben in so eine Nische, weißt du? So. Da, kannst du ruhig schlafen hier. Irgendjemand was gesehen? Nee? Gut. Wir sollen hier unseren Informanten treffen. Und zwar nicht mit Fäusten, sondern ein Freund. Hoffe ich. Indy, bist du das? Antonio, bist du es? Antonio. Hallo, Antonio. Ich kann dir sagen, das war richtig eine Arbeit, zu dir zu kommen. Holla, lass mich mal bitte rein. So. Hübsches Käppchen. Eile ist geboten. Ich habe eben Pater Ventura mit einem Schwarzhemd auf dem Weg zur Burg gesehen. Pater Ventura? Was sagst du? Ich sagte, wer ist Pater Ventura? Wir nennen ihn den Mann in Schwarz. Ein Freund Mussolinis. Er ist praktisch der Kopf des Vatikans, seit der Papst krank ist. So, hat er... Sch, der Ja, da. ja, ich bin ja noch ruhig. Wer da? A Benito serve altro per renderlo a proprio agio? Il Duce non sarà mai a proprio agio dentro il Vaticano. Capisco. Quando arriveranno i suoi ospiti? Domani, se il vento è favorevole. Okay, morgen treffen unsere Gäste ein. Das habe Höre ich... sie nicht mehr. Ich glaube, sie sind weg. Pater Ventura hat die Tore des Vatikans geöffnet. Jetzt sind überall Faschisti. Eine Schande. Wer ist der Gast, auf den Sie warten? Ich weiß es nicht. Ja, gleich. Aber könntest du mir zuerst mal sagen, warum du so flotte Kopfhörer anhast? Ja, ne. Nach dir. Also irgendwie hört er nicht gut. Ich weiß nicht, gab es 1930 schon Hörgeräte? Ich dachte, die haben da noch so ein Hörrohr. Nun ja, erstmal noch ein bisschen umgucken. Durch diese Tür. Ja, lass mich ein bisschen umgucken. Vielleicht hast du ja Geld, das ich dir klauen kann. Wie man das macht unter guten Freunden. So, okay. Aber das goldene Ding interessiert mich jetzt schon, oder? Nach dir. Ist das... Ja. Die Katholiken, die müssen aber auch immer so drängend sein hier. Ey, stummt mich doch nicht. Ich gehe ja schon. So, okay, erzähl mal noch ein bisschen was, los. Junge, Junge. Fast geschafft. Soll ich aufmachen? Okay.
Geschafft, Henri! Henri. Diesen Ist er Namen Franzose habe ich oder ewig was? nicht gehört. Wie viele Jahre ist es her? 19? Seit dem Krankenhaus am Piave. Das ja. waren schlimme Zeiten. Unerträglich ohne einen guten Freund an meiner Seite. Folge mir. Was ist los? Hey, Antonio. Ach, deshalb haben wir die Schallplatte mitgenommen. Mich? Die sind in New York City der letzte Schrei. Hat er überhaupt einen Plattenspieler? Grazie, amico mio. Ach, nicht weinen. Ist schon in Ordnung. Du, solltest dich etwas ausruhen. Was sind das für Ohrstöpsel, die er hat? Sind das... schreibt mal in die Kommentare, falls es jemand weiß. Ich habe keine Ahnung, was das für Ohrstöpsel sind. Okay. Der hat einen Plattenspieler. Guck mal. Da geht er ab wie Zäpsche. Buongiorno. Diese amerikanische Musik ist erstaunlich. Wie spielt man nur so? Was ist da draußen los? Sie scheinen heute Morgen besonders nervös zu sein. Ich habe Cornetti, falls du hungrig bist. Cornetto? Cornetto Nuss? Oh ja, da habe ich Lust drauf. Cornetto Nuss, da bin ich immer für... Was führt dich in den Vatikan? Ja, eigentlich also bin ich nicht hungrig. Ich suche meine, jemanden. Ich habe genug. Einen großen Kerl. Ja. Großer Kerl? Tja, da wäre Giovanni, der Koch. Er ist recht groß. Und sein Risotto al Funghi ist... Sehr groß. Risotto mit Ein Riese. Pilzen. Ist schön. Er hat mir was gestohlen und ich will wissen, warum. Was hat er gestohlen? Nun, eine Mumie. Katzenmumie. Für ihren Fundort sehr ungewöhnlich. Und der Dieb hat ein Souvenir aus dem Vatikan zurückgelassen. Ein vatikanischer Räuber in Connecticut. Klingt recht abenteuerlich. Meinst du nicht? Kann ich dieses Souvenir sehen? Ja, natürlich. Moment, ich muss es noch... da ist es. Gucke. Was hältst du davon? Das sieht aus wie das Siegel des Vatikanischen Geheimarchivs, aber etwas daran ist anders. Willst du dieser Sache wirklich nachgehen, Indy? Hier stimmt was nicht und das macht mich verrückt. Hinter dieser Katzenmumie steckt mehr. Und ich werde an diesem Riesen dranbleiben. Tja, das Einzige, was mir zu Riesen einfällt, ist aus dem 16. Jahrhundert. Als ein gewisser Pater Crescenzo geheime Inschriften in einem der ältesten Gebäude des Vatikans entdeckt haben will. Sie erzählten von einer Gruppe von Riesen, die er die gefallenen Engel nannte, verborgen in der heiligen Stadt. Aber man darf dabei nicht vergessen, wofür Pater Crescenzo hauptsächlich bekannt war. Und was war das? Fürs Trinken? Blanker Rasen auf Wahnsinn. Nah dran. Komm, ziehen wir dich an, als kämst du von hier. Muss das sein? Jawohl, es ist vielleicht besser. Ich will nicht den Rest von der Zeit hier im Vatikan schleichen. Zuallererst mal, ich bin mal so frei. Antonio, ich bin mal so frei. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Restaurierungswerkstatt. La Bibbia. Was? La Bibbia? La Bibbia. Das ist eine brauchbare Spur. Was? Hab nicht zugehört. Ich war von deiner Bibel so fasziniert. Oh, das sind Äpfel. Ja, Orange. Orangen nehme ich mit und überhaupt. Ausdauer kann ich gebrauchen. Komm her, wir futtern mal. Nein. Mach die Knarre weg, Junge. Ich will eine Orange essen. Eine Birne. Eine Birne tut's auch. Ausdauer. Komm, eine Orange tut's auch. So. Der Apfel lasse ich noch. So, komm mit. Wenn wir schon mal was kostenlos kriegen, ordentlich nehmen. So, was haben wir denn Zieh die hier? an, bitte. Ein Priestergewand? Ich Ernsthaft hoffe, sie jetzt? passen. Das ging schnell. Okay.
Perfetto, Indy. Die Tasche. Du bist Die ein Mann der Tasche. Kirche werden sollen. Mein Weg war Aber ein nennt mich anderer. Pater Jonas. Wir müssen vorsichtig sein. Der Duce hat seine Augen und Ohren überall, sogar in der heiligen Stadt. Vi siete fatto un amico, padre. Holla, das ging Pater schnell. Ventura, das ist, Pater Gallagher von St. Joseph, Boston. Amerikaner. Oha, das ist natürlich schlecht. Ja, aber okay. Sind Sie hier wegen Antonio? Er wird langsam taub, sagt er. Eine Kriegsverletzung, hörte ich. Ich bin nur hier, um Gott zu dienen. Wie wir alle. È responsabilità vostra. Credo che il Santo Padre sarebbe alquanto contrariato se introducessimo individui discutibili nella sua città. Naturalmente, padre Ventura. Sich aber einer angeschlichen. Holla, holla, echt. Oh, ey. Natur. ja, Ja. viel Glück, Indy. Okay, du es mich sind, suchst, ich es bin sind hier. also wohl Hörgeräte, was er da drin hat, aber die sehen schon lustig aus. Okay, wenn ich was suche. Ich werde mich mal Nach in der dem Symbol Bibliothek nach suchen. diesem Aber warum- Symbol warum- umsehen. Alte Videospiellogik. Guck mal, wenn er die Hand hinstreckt, kann ich was nehmen. Aber hier, ich habe schon was gegessen. Aber was war denn... Warum hat denn die Grammophon-Schallplatte Jimmy Prince und sein Orchester aus der Serie Rhythm and Blues? Eine exzellente Aufnahme. Nicht für den Rundfunk lizenziert. Ja, das weiß ich doch. Okay. Also ich will die ihm jetzt nicht klauen. War nur so, dass die Kamera da so seltsam gerade... Was habe ich denn da? Das fällt ja auch gar nicht auf. Der Pfarrer, der Pater mit der Peitsche. Der Pater mit der Peitsche. Das hört sich nach einem verdammt guten Film an. Der Frosch mit den Locken. Der Pater mit der Peitsche. Der Mann mit der Nase. Du bist eine Frau. Hallo? Kann ich mit Ihnen reden? Ich hab doch gar nichts gemacht. Kann ich jetzt mit dir reden? Nicht? Ja, kann ich dir ein Buch klauen? Oh, das sind lauter Bücher. Also, mal gucken. Nach dem Symbol suchen. Also ich muss da irgendwie rauskommen. Hoppala, nicht hinsetzen. So. Alles klar. Gute Frau, machen Sie mir bitte ein bisschen Platz. Danke. Gut. Ich will mich hier nur ein bisschen umgucken. Ich meine, Sie haben da eine herrliche Bibliothek. Und du auch. Du hast so ein herrliches rotes Käppchen. Wunderbar. Wunderbares rotes Käppchen. Aber ich glaube, es wäre jetzt etwas... Ich meine, ich werde hier von jedem beobachtet. Wäre vielleicht ein bisschen auffallend, wenn ich da irgendwie den Langfinger mache. Was macht denn der da? Dio santo, che male. Non sapevo che fosse acceso. Devo fare più attenzione. Ja, pass. Bibliotheka. Das hätte ich auch noch gerade so. Kann ich mit euch reden oder habt ihr hier ein Schweigegelübde? Macht da so Geräusche beim Schweigegelübde. Ah, du wahrscheinlich, weil du so schwer heben musst. Und du? Bist du nicht sicher, was du auswählen sollst? Ist aber auch. Du? Dich kenne ich. Du bist doch der Knispel von eben. Nette Tonsur. Gefällt mir. Ich guck mich jetzt hier... Ach, guck mal. Na? Alles klar? Bei euch auch? Hoppala. Reklame des Brisola. Oder so. Brisola Club des Vatikans. Besuchen Sie uns auf eine brüderliche Partie Brisola. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Erfahrung spielt keine Rolle. Glücksspiel wird nicht toleriert. Jeden Donnerstag nach der Messenbibliothek. Ja, das nehme ich. Briscola. Briskola. Nie gespielt. Nicht nur nie gespielt, nie gehört. Sorry, ich wollte ihn nicht im Weg rumstehen. Dürfen die hier rauchen? Nee. Ein Laster braucht der Mensch. Neben dem Saufen, Rauchen. Sonst gibt es hier eventuell nichts Interessantes. Nee. Gut. Gut, dann haben wir das auch jetzt mal
hinter uns. Kann ich da eigentlich einfach... Oder klerikalen Schlüssel. Spendenkästchen. Kann ich nichts spenden? Hey, ich habe eigentlich recht viel Geld. Ich will ein bisschen was spenden. Es ist eine wirklich schöne Bibliothek. Die kann man ruhig ein bisschen was spenden, dass die erhalten bleibt und nicht irgendwie kaputt geht halt. Okay, kann ich dann hier rausgehen? Oh, ich kann. Was ist das hier? Ach, irgendwie neues Zeug. Ach, guck mal da mit Lupe. Was? Anhänger des Ach, da gucke. Da könnte so ein Anhänger reinpassen, findest du nicht? Mal gucken. So, Tür ist zu, alles klar, wir versuchen unser Glück, oder? Mal sehen, was passiert. Ja, gell? Das gedacht. Was hast du gefunden, Indy? Sag mal, was ist Ein denn mit... geheimer Eingang. In meiner Bibliothek? Wo der wohl hinführt? Das sehen wir uns mal an. Komm, auf die Brüderschaft. Blöpp. So. Was macht denn... Ach, kann ich das da anzünden? Tatsächlich. So. Dann gehen wir mal ein bisschen gucken. Also. Gruselig. Da ist noch... Sei vorsichtig, Indy. Ich habe schon lange um eine Renovierung der Bibliothek gebeten. Ich pass auf. Es ist so aufregend, Indy. Meine Hände zittern. Wer mag das gebaut haben und zu welchem Zweck? Was immer das hier war, dieser Ort ist seit Jahrhunderten verlassen. Aha. Ja, so viel besser sehe ich jetzt halt auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, ist schon in Ordnung. So, kann ich das da anzünden? Nee, leider nicht. Warte mal. Da hinten kann ich ein bisschen was anzünden. Okay. So. Ich gehe jetzt aber wirklich tief runter. Okay, da fällt ein bisschen Licht fällt rein. Unter der Bibliothek. Wo die Stufen rutschig sind. Hoppala. Und das Holz nass. Was ist das eigentlich alles? Ist Matsch? Ja, es ist Matsch. Okay, komm her. Sag ich doch, dass die Stufen rutschig sind. Nicht gelogen. So, den da auch an. Steht da drüben einer? Ne, kommst du mit, Antonio? Antonio, yo, yo. So. Da noch an. Jetzt hier mal ein bisschen Partystimmung aufkommt hier. Hier scheint es also nicht... Doch, da geht es sehr wohl weiter. Da ist ein Tor. Ob wir das aufkriegen? Nee. Ich probier's, indem ich... Hoppala. Wo willst du hin, Indy? Ich probiere das Vielleicht Tor kommt man irgendwo aufzumachen. anders rein. Na gut, dann bleibe ich eben hier. Ja. Ist er so alt, dass er sich nicht mehr bücken kann? Ach, guck mal her. Ja, hier, oh, hier komme ich nicht rein. So, was haben wir denn übersehen? Dieses Gestänge da habe ich übersehen. Also nicht übersehen, aber vielleicht kann man da... Oh! Drücke A zum Auftauchen. Ich will doch nicht auftauchen. B zum Abtauchen. Wo ist ein A? A, das B. Ah ja. Okay. Ich brauchte sowieso ein Bad. Definitiv. So, jetzt habe ich natürlich keine Fackel mehr, aber es ist hier auch so hell genug. Ich hätte so gerne Fackel. Bist du da? Antonio? Ich sehe hier nichts. Ich hoffe, ihr seht was. Ich sehe gerade wenig, außer das hier. Ach, da ist er, der Antonio. Da bist du ja. Ja, hallo. Ich mach dir mal das Tor auf. Hallöchen. Es ist sehr dunkel. Wir brauchen mehr Licht. Ja, mach. Kriegst du selbst hin, oder? So, danke. Sieht fast
aus wie das Labor Überall eines das Relikt. Alchemisten. Ein merkwürdiges, handgeschnitztes Steinobjekt prähistorischen Ursprungs. Nehme ich mir Viel mit, älter ne? als alles andere hier. Woher stammt es? Rätsel der Ältesten. Wer ist dieser arme Kerl? L'eterno riposo dona loro, oh Signore. E splenda adissima Wer, was, luce wo? perpetua. Von wem redest du? Redest du mit mir? Bin ich alt? Da liegt noch was. Ihres Gekritzel. Vielleicht Pater Crescenzo? Ich weiß, wenn er das Sein meint. Schreibstil ist Welcher Tag? exzentrisch. Welches Jahr? 1578. Vielleicht, hier verpufft die Zeit. Ich folgte den Zeichen zu diesem verfluchten Ort. Zu welchem Preis, Pater Crescenzo? Crescenzo oder so. Ich weiß nicht. Verloren? Ich bin verloren. Es gibt kein Entkommen. Mein Verstand verrottet. Unleserliches Gekritzel. Ich spare Licht, damit die Finsternis mich nicht ganz verschlingt. Nein, ich muss dieses Miasma der Verzweiflung austreiben. Unleserliches Gekritzel. Wer auch immer dies finden mag, verwende die Karte. Finde die abscheulichen Einritzungen. Was verkünden sie vielleicht? Ist alles vergebens? Die Tinte geht aus. Himmlischer Vater, rette mich. Okay, ich habe die Karte gefunden. Crescenzos Karte. Eine Karte der geheimen Inschriften im Vatikan. Das könnte eine Karte der Inschriften sein, die du erwähnt hast. Ich halte das für eine Sackgasse, Indy. Aber wenn du mir Fotos dieser Inschriften bringst, können wir sie in meinem Büro untersuchen, ohne Aufsehen zu erregen. Gut, ich Ja, besorge dir Beweise. Hast du eine Kamera für mich? das wollte ich gerade sagen. Hast du eine Kamera? Sprich mit Ernesto, dem Ernesto? alten Hausmeister, über das Fundbüro. Er hat im Postgebäude des Vatikans ein paar Sachen günstig abzugeben. Günstig Das ist ein abzugeben. besonderer Schlüssel. Er gewährt Zugang zu Orten im Vatikan, die Priestern vorbehalten sind. Verliere ihn nicht, Indy. Nee, hiermit. Dieser Schlüssel gewährt Ich Zugang pass zu drauf auf. Bereichen, die Mitgliedern des Vatikanischen Klerus vorbehalten sind, hat er gerade selbst gesagt. Bleibst du noch ein bisschen für diese hier? arme Seele ein angemessenes Begräbnis arrangieren. Ich bin in meinem Büro, falls du das brauchst, Indy. Okay, dann ich gucke mich noch ein bisschen um, okay? Zur Post begeben? Ja, ich gucke mich hier erst noch. Jetzt hat er natürlich die Kerze mitgenommen. Das ist jetzt etwas schlecht. Ja, jetzt kann ich mich hier nicht mehr gescheit umgucken. Ja, vielleicht finde ich hier noch irgendwie was Cooles. Mit dir alles klar? Mach du ruhig, Nickerchen. Ich da verdient. Aber da bin ich ja durchs Wasserloch gekommen, gell? Ist da draußen vielleicht meine Kerze irgendwo? Nee. Schade. Nun ja. Ich dachte, du bist in deinem Büro. Ist das dein neues Büro oder wie? Da hättest du mir auch deine Kerze geben können. Junge, wenn du sie eh nicht mehr anhast. Okay, dann. Ja. Gehst du mit? Komm. Erstmal selbst auf die Karte gucken, ja? So. Ich bin da und ich muss nach hier. Also ich muss einfach nur hochgehen. Das kriegen wir noch hin. So. Oh, sorry. Ich bin auf die Knie gegangen. Sorry. Das ist alte Gewohnheit eines Katholiken. Immer erstmal auf die Knie gehen. Uppala. So. Dann gehen wir mal gucken. Mann, der ist aber wirklich langsam. Der ist ja mir nicht böse, wenn ich ein bisschen vorgehe. Ich bin ja noch jung und knackig. Mein Medaillon habe ich aber wieder, gell? Spannende Entdeckung, mein Freund. Ich hoffe, sie wird dir nützen, obwohl ich meine Zweifel habe. Das wird sie. Sei doch nicht so Da bin ich sicher. pessimistisch. Hab ich hier schon richtig umgeguckt? Nicht, dass ich irgendwo was übersehen habe. Jetzt macht er mir die Tür zu. Okay. Also, pass auf. Das da ist ein Hausmeister. Bist du der alte Hausmeister oder der neue? Wahrscheinlich der neue, weil der alte wird wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. So, der geht also hoch. Ecco il libro. Ma è troppo in alto. Warte, ich bring's dir. Bitteschön. Bitteschön, meine Gute. Siete un gentiluomo. Grazie infinite. Buongiorno. Jetzt nimm's auch mit, das Buch. Wenn ich es dir extra runtergebracht habe, willst du jetzt noch eins? Ich glaube, die wollte nur ein Gespräch mit mir anfangen. Weißt du? Oh, Hilfe, Hilfe, hätte gern dieses Buch. Gibst du mir dieses Buch, du junger, starker Mann mit der langen,
dicken Peitsche. Ja. Oh, da ist gleich die Mutter. Nein, nix. Nein. Das war, ja, nix gemacht. So. Die sind hier fleißig am Rumklerikern. Sehr schön. Kann ich jetzt was spenden? Es ist... Nee. Okay, dann gehen wir halt dahin, ne? So, benutzen und nach rechts. Da schließt man doch mal auf, aber okay. Klerikale Tür freigeschaltet. Hübsch. IK. Irgendwie. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hin muss. Nach unten oder nach oben? Ich geh mal nach oben. Gehst du nach oben, wird man dich loben. Das ist doch ein alter Hausmeister. Das sieht eigentlich eher aus wie eine Hausmeisterin. Aha. Menschenkenntnis 100. Klerikerschlüssel. Ich schließe einfach überall auf. Kann ja mal schlecht sein, oder? Ach, guck mal, jetzt bin ich am Büro vom Dingens, richtig? Antonios Büro. Wo ist er denn hin? Da, Antonio. Na, hier will er mich nicht reinlassen. So. Alles in Ordnung. Ich habe einen Schlüssel. Ich gehöre hier hin. Höher geht's nicht. Nee, dann muss ich wohl runtergehen. Alles klar. So. Na, das ist mal ein Wappen hier. Gehen wir da erstmal hingucken. Ich glaube, da werde ich nicht reinkommen. Das sieht nicht aus, als würde ich da drin. Also, ob Klerikerschlüssel oder nicht, das sieht nicht so aus, als wäre ich da erwünscht. Was gibt's hier Feines? Eine Vatikanstadtkarte. Ja, hallo. Was ist das? Eine detailreiche Karte, die Teile von Vatikanstadt zeigt. Ja, ist es jetzt detailreich oder zeigt es jetzt Teile? Also ich muss einfach rausgehen, die nächste Eingebung links oder so, oder wie man das nennt. Und dann geradeaus durch die Tür und in so einen Hinterhof oder sowas. Keine Ahnung. Kriegen wir hin. Aber erst gucken wir mal. Nice, ein Aschenbecher. Super. So. Hallo. Der Vatikan hat viele Geheimnisse. Muss mit der Katzenmumie zu tun haben. Ich sollte mich um die Kamera kümmern. Aber echt, ja. Junge, also... So sieht es in Vatikanstadt aus hier? Mit Stacheldraht und so? Das glaube ich aber nicht. Na du? Alles klar, du? Ich bin Pater Jones. Gesundheit. Und du? Kann ich mal da kurz vorbei? Padre. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Oh, das war eine saudumme Idee. Vielleicht hätte ich nicht klauen sollen. Lass mich mal kurz da durch. Ich muss ganz schnell raus. Ich muss... Geh doch mal. Alter, das wird nicht mal mehr. Das wird nicht mal mehr. Lass mich in Ruhe. Drücke eher am Gegner zu schubsen. Geh weg. Lass mich doch mal da raus. Aua. Junge. Ihr macht mir ja weh. Hey, lass den Knüppel, Junge. Der knüppelt mich. Hilfe. Hilfe. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur mein heiliges Recht als katholischer Pfarrer mir genommen und hab Gold geklaut. Ja, vielleicht, okay. Sorry, ich war gerade zu sehr im Adventure-Modus. Ich war zu sehr im Adventure-Modus. Ich dachte so, ja klar, da liegt was, kannst du klauen. Beschwert sich keiner. Okay. Indietro. È un'area riservata. Ja. Und hier? Was haben wir denn hier? Vorfallsbericht. Habe den Jungen dabei erwischt, als er beschlagnahmte Artefakte klauen wollte. Er stammt aus England. Meint, er wäre mit diesem verwirrten Professor hier, den Ventura von der Ausgrabungsstätte verwiesen hat. Hab ihn in die Zelle gesperrt, bis wir wissen, was wir mit ihm anzustellen sollen.
Gezeichnet Giuseppe Marefoschi. Gesundheit. Entschuldigung. Eine immense Entdeckung. Alles klar? Was? Wer klaut? Ich? Nein. Ich klau doch nicht. Kommst du da drauf? Alles in Ordnung. Ja, wer bin ich, dass die denken, ich würde klauen? Gesundheit. Gesundheit. Da hat aber einer ein laufendes Näschen hier. Was haben wir da? Kartenabriss. Kino und Theater Virgilio. Rom. Strada dai Martino irgendwas. Nummer 38. Ermäßigter Preis für Militärangehörige und Kinder zugewiesener Sitzplätze. Pfeilzeit nach hinten. 52. Hä, was? Kann ich das wieder zumachen? Okay. Also hier 52. 52. Kriege ich irgendwie die andere Zahl noch raus? Ich will die jetzt nicht alle durchprobieren, also zumal ich auch nicht... Keiner da? Jetzt haben die aber auch so viel Geld rumliegen, das ist sehr... sehr unbedacht, irgendwie. Da kann ich jetzt nichts dafür. Wenn dann plötzlich euer Geld weg ist. Oh, das sind lauter Euro-Paletten. Guck mal. Da ist jede, keine Ahnung, 50 Euro wert. So, hier ist... Darf ich hier rein oder habt ihr da auch was? Da ist der Knüppel. Ossequi, padre. Sei gegrüßt, Herr Knüppelmann. Ein Wegweiser kann so schnell wieder an Ort reisen. Apostolischer Palast, Engelsburg, Sixtinische Kapelle und jemand, der gähnt. Turm Nikolaus des 5. Padre. Hallo? Hallo, Knüppelmann? Ich glaube, der Knüppelmann, der traut mir nicht. Hast du hier zufällig... Nein. Oh, der hat Brot. Das glaube ich ihm nicht. Ja. Ich gucke jetzt mal, dass ich die Kamera finde. Wo kann die wohl sein? Okay. Tag. Entspanntes Seufzen, hat er bestimmt Angst vor mir gehabt. Der hat meine Peitsche gesehen. So. Da drüben sieht's aus, als würde es weitergehen. Ich behaupte mal, dass ich da morgen meine Kamera finde. Ja, nee. Tschüss, Indiana Jones Gruß, gell? Tschö, bis morgen.